Adi Totoro mit Regenbogenglas überrascht. Prank. Was ist da echt passiert? A. Hat mich der Maelo mit einem Regenbogenglas überrascht? Oder B. Macht der Maelo gute YouTube-Videos? Die können entscheiden. So, wir gehen rein. Let's go. Alter, das ist Strohhüsli. Weißt du, okay. Kennst du das da? Bist du Ja, ich bin da von Russen. What the fuck? In diesem Video überrascht nämlich Homie, der Adi Totoro, Oha, geil geschnitten, Bro. der absolut gar keinen Plan gehabt hat, dass er vor seinem Haus C, ganz klar C. Es hat gar keine Antwortmöglichkeit C geben für die Leute, die jetzt den Witz nicht gecheckt haben daheim. Übrigens, die können Hallo YouTube sagen. mit dem Regenbogenglas. Ich weiß nicht mehr, was ist. Eine Investition, die in Zukunft mehrere Millionen Franken wird wert sein. Oder, Katz? Ja. Entweder man investiert, es gibt da ganz einfache Möglichkeiten. Entweder man investiert in ein Regenbogenglas, man kauft sich eine Mehrhausvilla auf Madeira oder man kauft sich Young Huhn Ketchup, weil das hat in mehreren Jahren natürlich auch mehrere tausend Franken wert. Man kennt ihn. Das ist genauso, oder? Oder man schlachtet einfach Maelo seine Katze und verkauft sie auf dem Schwarzmarkt. So ein Fein. Also, angefangen hat es damit, dass der Adi Totoro nie ein Regenbogenglas bekommen hat. Entweder weil er nicht ganz der hellste ist. 2 Herz. Eis! Nein! Kopfdeli! Minecraft immer entspannt, Digga. Ich habe mit dem Tod nichts dafür können. Egal was sie jetzt sagen, ich habe nichts dafür können. Oder ja, weil er farbenblind ist. Aber ich habe es bekommen. Und ich meine, ich bin ja nicht so. Ich gönne doch auch im Adi Totoro so ein Regenbogenglas. Aber jetzt zum interessanten Teil. Wie habe ich den Adi Totoro so überrascht? Ich weiß es nicht. Es ist einfach zu schwierig gewesen. Du Digga, als ob du wartest, dass jetzt ein Maelo aus dem Freiburger Land um 10:30 Uhr morgen vor der Haustür ist. Aber ich muss sagen, das Video ist verdammt geil geschnitten. Props gehen raus. Also, zuerst habe ich im Adi Totoro Das Gesicht hingegen schon noch hässlich. auf WhatsApp geschrieben und ihm gefragt, ob wir ein TikTok-Video zusammen machen wollen. Also, ganz normale YouTuber-Konversation. Natürlich hätte man das Video wegen der aktuellen Nee. Eine normale YouTuber-Konversation in der Schweiz ist: Ey Bro, hast du diesen Monat 200 Franken verdient oder 300 Franken? Hast du dich schon beim RAF gemeldet? Corona-Situation online via Discord aufgenommen. Das habe ich ihm so gesagt. Also, ich wäre nicht bei ihm vor Ort gewesen, sondern beide daheim, gemütlich am PC. Da hat er Bock drauf gehabt und wir haben uns geeinigt am 10. Dezember am 10. Ich habe schon gedacht, jetzt hat der Maelo wieder keine Videoidee und jetzt will er ein TikTok-Video machen. Okay, komm, mach, Digga. 1:30 Uhr am Morgen das Video zusammen zu recorden. Ja, und eben, an dem Morgen bin ich nicht im Discord gewesen, sondern mit dem Adi vor der Haustür. Ey, ich habe hier alles aufgestellt. Lichter aufgestellt, Kamera aufgestellt, alles parat, schön eingerichtet, hier sogar das Zimmer extra noch aufgeräumt. Und jetzt sehen Sie es ja. So, wir sind mittlerweile auf der Autobahn Richtung Basel-Landschaft, Richtung Adi Totoro, das Regenbogenglas ist eingepackt. Aber zum Glück weiss niemand, wo ich wohne. Und der Adi hat absolut gar keinen Plan, dass ich jetzt unterwegs bin. Er denkt, dass wir zusammen ein TikTok-Video aufnehmen auf Discord. In einer Stunde ungefähr. Super Wetter im Ort getroffen. Der hat einen übel hässlichen Dialekt. Ja, Nefli. Da kann ich dir nur zustimmen. Wir sind auf dem Weg Richtung Adi Totoro. Das Regenbogenglas gehört bald nicht mehr mir. Perfekt! Hä? Okay, nee, das weiss ich nicht, was ist. Das ist nicht bei mir in der Nähe. Wir sind irgendwo im Baselland auf einer Landstraße. Danke, Google Maps. Hä? Bro, sind die lost, Digga? Bro, sind die lost? Das ist nicht mal ansatzweise bei mir in der Nähe. Das ist nicht... Nein, das ist nicht bei mir in der Nähe. Auf keinen Fall. Also, ich weiß nicht, wo wir hier sind. Wir sind auf jeden Fall auf dem Holzweg. Oder ja, auf jeden Fall nicht Wie sein YouTube-Kanal auf dem Holzweg. auf der Hauptstraße. Digga, zum Kotzen, Mann. Aber ja, wir finden es noch. Ich komme zu dir, Adi. Ich habe noch 40 Minuten. Alles easy. Passt. Regenbogenglas, das kommt noch bis zu dir. Wir sind mittlerweile im Heimatdorf von Adi angekommen. Ich habe das Regenbogenglas hier. Okay. Der Spot, ich sag mal so, ist mir schon vertraut.
habe. Und ich habe extra natürlich noch einen Stift mitgenommen, dass ich mir dann da drauf kann Ja, ich habe schon immer eine Unterschrift von Milo wollen. verewigen, weil es ist jetzt sein Glas, aber ich muss mich gleich noch drauf verewigen. Ich schreibe jetzt einfach hier für Adi von Milo. Die Kartonschachtel, Chat, die ist auch schon dezent weggeschmissen worden. Hier ist es das Schmuckstück, das Ja. Aber das ist jetzt keine Farbe, oder Chat? Also ich sehe jetzt hier keine Farbe. Regenbogenglas, das einzige wahre Regenbogenglas. Und ja, ich bin jetzt von Freiburg auf Basel gefahren, für das Glas ihm zu übergeben. Gibt es noch irgendwelche dümmere Aktionen? Aber hey, Und vor allem, weißt du, in Deutschland würdest du vielleicht noch etwas damit verdienen, aber in der Schweiz, Digga, scheiß drauf. der Adi weiss nichts. Er hat mir noch gerade bei WhatsApp geschrieben, jo, ich bin jetzt gerade ready. Das Ding ist eben, der Milo, der kommt immer zu spät. Das kann ich bestätigen, das kann der Marc bestätigen und vor allem kann das auch die Vanessa bestätigen. Also, ich steige jetzt aus dem Auto und ich bin gestresst, weil ich weiß auch nicht, seine Reuter sind auch dort, oder? Scheiße, ja, okay. Ja, eben ja. Hä? Wieso ist der Milo gestresst wegen meinen Eltern? Die schlagen ja nur die schlechten YouTuber. Let's go. Abfahrt. Wir sind jetzt im Dorf vom Adi. Wir sind hure nach von ihm so daheim. Das Regenbogenglas ist da und ich bin... Oh, das Dorf, Mann. Schon nur wenn du den Hintergrund siehst, man fühlt sich einfach wie daheim. massiv gestresst. Und wir machen es jetzt so, ich gehe nicht an die Haustür rufen, sondern ich tue jetzt ihm jetzt gerade FaceTime und sage, oh Digga, ich bin noch gerade am Laufen draussen, ich komme jetzt gerade für die Aufnahme. Und darum, let's go. Wir sind da, ich bin gestresst, das Glas ist hier, bei 10 Minuten schon zu spät, es ist 20 vor und wir haben um halb abgemacht. Let's go, FaceTime, Abfahrt. Ich bin hier an meinem Tisch gehockt, ready mit der Cam und allem, habe auf ihn gewartet im Discord, einfach nicht gekommen. Schaut mich an, wenn ich hier am Sitzen bin, schon ready zum Aufnehmen. Ja, ich komme, ich bin noch draussen am Laufen. Ich komme jetzt gerade. Bist du schon ready oder wie? Ja, schau mal da. Oha. Aha. Die Kamera. Ey, Digga, professionelles Setup, wirklich. Aber ey, Hä? kennst du das da? Alter, das ist Stromhäusli. Bro, ich habe instant... Schau jetzt, ich sage euch jetzt schnell, was in meinem Kopf abgegangen ist. Ich habe das wirklich null erwartet, Chat. Ich habe das gar nicht erwartet. Und er hat dann die Kamera geflippt und das Stromhäusli gezeigt. Und ich habe instant gewusst, dass das Stromhäusli ist bei uns daheim. Aber ich habe mir so gedacht, ja, das Stromhäusli, das gibt es überall in der Schweiz. Das ist doch so das Classic, hohe, dünne Stromhäusli. Vielleicht hat es auch im Freiburger Land, dort hat es auch so Rotzdörfer wie hier. Und dann habe ich es noch nicht gecheckt. Weißt du, und kennst du das da? Und dann, als er so gesagt hat, kennst du das? Ja, aber kennst du das da? Bist du Ja, ich bin da von Russen. Das kannst du dir gar nicht ausmalen, was mir da durch den Kopf gegangen ist. Weil ich habe gesagt, wenn du es gehört hast, vorhin, kennst du das? Und jetzt kommt eine Sache, wo das Video dezent verändert hat. Ich weiß nicht, ob das der Milo weiss. Ich bin da gewesen, mit dem Handy FaceTime, habe links von mir ein Regenbogenglas gehabt, das ich einen Tag vorher von der Nati bekommen habe. Aber das hat er auch nicht gewusst. Ich bin am FaceTime und wo ich gesagt habe, kennst du das, habe ich gerade mein Regenbogenglas zeigen, weil so, ey, schau, ich habe jetzt auch eins. Und genau dann habe ich gecheckt, dass es ist und mir wahrscheinlich das Regenbogenglas bringt. Drum, Pfeife. What the fuck? Ja. Dude! Ja. Ey, ich habe so gedacht, es kann nicht sein, dass das Stromhäusli bei euch so gleich aussieht wie das hier. Ja, Eben. eben, ja. Ich dachte, das kennst du safe, das Teil hier. Ich habe nicht gewusst, was es ist. Ja. Bist du jetzt nicht angekommen? Was Name geleakt, Digga? Ich habe nichts gesagt. Das ist meine Nachbarfamilie, die heißen so. Moin, Meister. Hier. Aus dem Freiburg, das wollen wir nicht. Wie kann man nur so dumm sein, Digga? Digga. Das will man nicht. Also jetzt extra. Ey, Digga, Für Adi. Bro, Digga, ich habe mir gedacht, ich kenne das Stromhäusli in- und auswendig Ja. dort oben, Alter. Ich habe so gedacht, du bist bei mir. Ja. Nee, bist du nicht bei Kann meinem nicht sein, ja. Stromhäusli. Ja. Hey, what the fuck? Und dann haben wir noch ein kleines Ping-Pong-Matchchen im Schnee gemacht. 1-0. Oh ja! Wer kennt's nicht, das Ping-Pong-Match im Schnee? Also, ganz ehrlich, das ist rigged zum Kotzen hier. 2-0, oder was? Ja. Der Milo gibt sich Mühe, löscht jede Nachricht, die deine Adresse beinhaltet und du haust es einfach so raus. Ich habe nicht, Chat, ich habe nicht meinen Ort gelegt.
so heisst meine Nachbarfamilie. Da ist zweimal bei ihm drauf, das haben wir gesehen. Ja, wahrscheinlich sie? schon. Wahrscheinlich Ist sie? schon. Darf ich es Wahrscheinlich nehmen? schon. Darf ich's Hey, nehmen? du darfst es nehmen, das Regenbogenglas. Ja, Delivery ist da und... Nee, aber jetzt machen wir einen Aber- Joke. Aber ich muss schon sagen, es sieht schon geil aus mit dem Baum da hinten. Jetzt kannst du hier Schnee Eben, draus das soll ich auch wieder trinken. machen. Ich kann dir zeigen, wie man das jetzt echt macht. Okay. Ja, so, und dann musst du einfach... So entstanden Gletscher. Chat, sagt mal, wie sieht das aus? An was erinnert euch das? Und dann kannst du... Doch. Ja. Das ist guter Schnee, oder? Er ist schon nicht schlecht, aber... Gut. ist etwas anderes. Haut er einfach mit meinem Ping-Pong-Schlägel an Schnee und ich weiß ganz genau, wieso er das gemacht hat. Er hat die Hoffnung, dass durch den Schlag an Schnee der Ping-Pong-Schlägel kaputt geht, wegen dem Wasser. Und ich dann nicht gewinne das nächste Mal. Ja, okay, gut. Kannst du jetzt verpissen, bitte? Ja, ciao. Aus meinem Dorf. Ciao. Adi, du hast das Glas verdient. Du hast das verdient. Du hast auf 3 haben wir gespielt Ping-Pong. Okay, das hat nie auszeigen, aber Ja, aber schau jetzt den Tisch an, jetzt ist er free. jetzt ist er free. Jetzt würde ich gewinnen, aber ja. Ich sage ja, trotzdem danke. Ich meine, es ist eine große Investition. Ich habe in der Wirtschaftsmittelschule gelernt, man muss früher investieren. Ja. Darum danke vielmals. Super. Man sieht mich auch einfach nicht so gut, wegen meinem Hut und wegen dem Schnee und so. Es geht einfach alles ineinander rein. Aber jetzt verpiss dich. Ja, oh ja, Typ. Kannst du machen. Bitte go. Also, tschüss. Ciao, ciao. Hoher Spaß, irgendwann. Weißt du, so bring mir das Glas vorbei. Was bringt das mir, Alter? Ich bin eh reich, ganz ehrlich. Seig. Nein, ich muss sagen, das ist schon schöne Ecke, wo du Schon eine wohnst. schöne Ecke, Ja, ja. schon. Nein, ich muss sagen, ehrlich, ich bin schon überrascht gewesen, oder? Was? Ja, übel überrascht gewesen. Ja, Digga, als ob du wartest, dass jetzt ein Maelo aus dem Freiburger Land um 10:30 Uhr morgen vor der Haustür steht. Und so habe ich dem Adi Totoro das legendäre Regenbogenglas vor seine Haustür geliefert. Lauf gar kein Fass aber und like da, das würde mich überhaupt nicht freuen. Und vergiss nie. Ja la la ja li yo. Ja la la ja la yo la la ja la la ja li yo. Jodle, Chat. Jodle, das ist auf jeden Fall. Ich würde sagen, sehr eine nice Überraschung gewesen, Maelo. Du hast das wirklich, also ich muss sagen, du hast es einfach gut gemacht. Du hast es gut gemacht. Aber die Revanche, Maelo, die Revanche, die lässt nicht lang auf sich warten. Ich habe schon eine Idee im Kopf. My heart just got stuck